Was habt ihr für einen Eindruck? Oder ist das Christentum eine Religion, wenn man so sagen kann, die Kraft hat? Also wenn ihr so Christen anschaut, hier in Mitteleuropa, dass ihr könnt sagen, boah, das ist eine Religion, da ist Power dahinter, da ist Kraft dahinter. Habt ihr den Eindruck? Ja. Grundsätzlich schon, theoretisch ja, nein. Also ich kann euch sagen, von mir, als ich ein Teenager war, Jesus nur so vom Hören sagen oder kennt habe, dort habe ich das Gefühl gehabt, das Christentum ist eine extrem schwache Religion. Ich habe für mich so das Gefühl gehabt, Christen sind die nicht wagen, zurückzuschlagen. Die sagen, wenn einer schlägt, dann hast du einfach noch die andere Backe auch noch her. Auch nachher, hä? Ich hatte das Gefühl gehabt, das Christentum, klingt ein bisschen komisch, hä? Das Christentum ist eine Religion von lauter Leuten, die keine Ahnung haben, die inkompetent sind, nicht rauskommen, eben schwach. Das war so mein Bild, mein Eindruck von den Christen, den ich hatte. Also das ist nichts übernatürlich, sondern das ist einfach... Das ist Technik. Also die sagen, mal das Christentum, wenn ich das hier in Europa anschaue, das ist eine Religion, wo Kraft dahinter ist. Glückwunsch, freut mich. Im 1. Korinther 4, Vers 20, dort steht: Denn nicht auf Worten beruht das Reich Gottes, sondern auf Kraft. Denn nicht auf Worten beruht das Reich Gottes, sondern auf Kraft. Auf Kraft. Möchtest du diese Kraft erleben? Möchtest du diese Kraft erleben? In deinem persönlichen Leben, in deinem Alltag, wenn du betest, wenn du irgendein Gebetsanliegen hast und betest und dann die Kraft Gottes kommt und dein Gebetsanliegen erhört ist, so wie der Elia, als er gebetet hat, dass es nicht regnet, hat es nicht geregnet. Und als er gebetet hat, dass es wieder regnen soll, ist es wieder regnen. Dass wenn du betest, dass die Kraft Gottes wirksam ist. Oder wenn du für eine Person betest, irgendein Anliegen, du betest für die Person, dass die Kraft Gottes kommt. Und die Person nicht mehr die gleiche ist, die Person die Kraft Gottes erlebt. Oder wenn du für einen Kranken betest, du siehst einen Kranken und du gehst zu ihm, legst ihm die Hände auf oder sprichst zu ihm und er steht auf, ist geheilt. Möchtest du das? Wer will das? Also fast alle, he? Ich glaube, das wollen wir alle so ein Beispiel, Apostelgeschichte 9, 33 und 34, wo der Petrus nach Lydda gekommen ist. Das war nicht im Allgäu, sondern es war irgendwo in Israel. Lydda. Und dort ist er in ein Haus gekommen von einem Mann zum Aenas, oder wie man das so sagt. Und der Aenas war seit 8 Jahren gelähmt. Ich weiß nicht, wie alt er war, aber seit 8 Jahren war er gelähmt. Und der Petrus ist dort reingekommen und hat gesagt: Aenas, dich heilt Jesus Christus. Steh auf, mache dein Bett. Das ist noch interessant, dass er gesagt hat: Steh auf, mache dein Bett. Da habe ich zuerst gedacht, ja, wahrscheinlich war der Aenas ein Teenager. Steh auf, mache dein Bett. Was meinst du? Nimm dein Bett. Es steht, mache dein Bett. Das hätte man einen anderen auch gesagt, nimm dein Bett. Ja, die weiss jetzt nicht auswendig. Aber noch eine andere Begebenheit, die ich erst kürzlich, einige haben es schon erzählt, was mich so fasziniert hat, als ich vor 3-4 Wochen oder 2-3 Wochen in Aarau war, wo da der schwarze Heilungsevangelist Charles Ndifong war. Und dort war auch so eine Atmosphäre von Kraft Gottes. Es war Kraft Gottes gegenwärtig dort. Und dann hat er die Leute vorgerufen, die Krankheiten haben, die Heilung wollen.
Und dann sind sie in Scharen vorgekommen. Und dann hat er nicht allen die Hände aufgelegt, sondern hat dann gesagt, jetzt wollen wir zwei miteinander füreinander beten. Und dort war eine Frau, die hat aufgrund von einem Splitterbruch im Knöchel hat sie keine Muskeln mehr im Fuß runter. Und dann hat ein Teenager, der selber vorgekommen ist, für über sich zu beten, hat für die Frau gebetet, hat ihr die Hände auf den Fuß gelegt und hat für sie gebetet. Und dann hat sie gezeigt, hat sie den Fuß bewegen. Die Muskeln wieder da gewesen. Die Muskeln sind wieder vorgewachsen. Die Kraft Gottes. Dort, wo die Kraft Gottes ist, dort passieren solche Sachen. Oder eine andere, nur kurz, Lukas 5, Vers 17, das hat mich auch noch angesprochen. Dort steht, Jesus ist durchs Land durchgezogen und dann steht, die Kraft in ihm war darauf gerichtet, zu heilen. Die Kraft in Jesus, das war eine Kraft in Jesus. Und die war darauf gerichtet, zum Heilen, zum Gutes zu tun. Was ist dann auch passiert? Da sind 4 Freunde gekommen, die einen Gelähmten durch das Dach runtergelassen haben. Und Jesus hat ihn geheilt. Das Reich Gottes besteht nicht aus Wort, aus guten, wohlgemeinten Wort, sondern aus Kraft. Kraft. Da passiert etwas, wenn der Menschen verändert, da passiert etwas. Aber wenn wir uns das Christentum hier in Mitteleuropa anschauen, wo ist die Kraft? Wo ist die Kraft? Es gibt so einzelne Aufbrüche, aber so im Großen und Ganzen, wo ist die Kraft? Wo sehen wir die Kraft? Europa, wo so viel durch die Jahrhunderte durch, so oft die Kraft Gottes erlebt hat. Die Reformation. Oder nachher mit dem, hast du das Buch gelesen von John Wesley? Gewaltig, was dort losgegangen ist. Da ist eine riesige Bewegung daraus entstanden, wo ich als kleiner Bub auch aufgewachsen bin, die Methodistenkirche. Ist daraus entstanden. Heute weitgehend ohne die Kraft, die sie am Anfang hatten. Aber es ist daraus entstanden, es sind viele Gläubige dort, die Jesus gerne haben, die Jesus nachfolgen. Oder auch der William Booth in England, die Heilsarmee-Gründung. Wenn wir schauen, wie das passiert ist dort. Gewaltige, heilige, eine Kraft Gottes, die dort passiert ist. Und die Heilsarmee, die riesige Bewegung, die daraus entstanden ist. Wo ist die Kraft heute in Europa? Wo sehen wir das heute? Wo ist die Kraft heute, mit zur Zeit Jesu? Wenn wir sie in den Evangelien nachlesen können. Wo ist die Kraft heute, mit zur Zeit der Apostelgeschichte? Wo der Schatten von einem Paulus auf die Kranken gefallen ist und die sind aufgestanden, die sind geheilt gewesen. Oder eben das Schweisstuch auf die Kranken gelegt und die sind geheilt gewesen. Wo ist die Kraft heute? Oder ein bisschen persönlicher, wo ist die Kraft in deinem Leben? Wo ist die Kraft in deinem Leben? Ihr habt alle gesagt, ja, ich will die Kraft, ich brauche die Kraft. Wo ist sie? Wo ist sie? Sag mal, was ich tun muss. Kommt. Du bist zu früh, du bist einfach zu früh. Das Reich Gottes besteht aus Kraft. Und wir sind ja Bürger vom Reich Gottes, wenn wir Jesus angenommen haben. Der Nicky Cruz, das ist ein ehemaliger Bandenboss und heute ist er Evangelist von New York. Der ist letzte, irgendwann war er in Europa gewesen, tut Europa ein bisschen beobachten und hat gesagt, wenn Christen nicht aufpassen, nicht aufwachen in Europa, dann ist der Kontinent gleich, gehört er dem Islam. Weil wenn man schaut, die Kirchen die werden leer in Europa. Die Kirchen werden leer. Wir sind ja nicht mehr im christlichen Abendland, sondern wir sind eigentlich im nachchristlichen Abendland. Die Kirchen werden leer und der Islam wächst. Das ist die schnellst wachsende Religion heute. Der Islam. Vor allem hier in Europa. Die Christen schlafen, die merken es nicht. Oder der ganze Esoterik-Boom, der heute ist. Warum ist der? Warum boomt das so? Das ist, weil die Christen den Menschen das nicht mehr geben, was sie eigentlich brauchen. Frieden, Lebenssinn, Heilung, Freiheit, Erlösung. Das, was wir schon lange genießen, was wir singen am Sonntag, was die Menschen brauchen. Und wir behalten das schön für uns und geben es nicht raus.
Menschen suchen das. Die christlichen Werte in der heutigen Zeit, haben wir gesehen, ja die letzte Abstimmung, die war, Partnerschaftsgesetz. Was sind die christlichen Werte in unserem christlichen Abendland? Und der Bundeskanzler Schröder, der deutsche Bundeskanzler von unserem Nachbarland, als er zweimal eingesetzt worden ist als Bundeskanzler, hat er beide Mal gesagt, er will Gott, wie man es sonst immer gemacht hat, er will die Hilfe Gottes nicht beanspruchen. Das macht er nicht. Er braucht die Hilfe Gottes nicht. Wie man es sonst eigentlich immer gemacht hat, wenn er vereidigt worden ist. Er brauche das nicht. Im christlichen Deutschland, sogenannt christlichen Deutschland. Und wir stellen dann entsetzt fest, die Welt ist so gottlos geworden. Die Welt ist so schlimm geworden. Die christlichen Werte, wo sind die noch? Es ist so schlimm geworden. Was haben wir dem entgegenzusetzen als Christen? Was haben wir dem entgegenzusetzen? Schöne Argumente, gute Worte, gut gemeint, aber die nichts bewirken. Was haben wir dieser Welt heute, dieser Not in dieser Welt? Was haben wir der entgegenzusetzen? Schöne Argumente nützen nichts. Und hier, wo der Paulus das sagt, im 1. Korinther 4, Vers 20, sagt er im Vers 19, im zweiten Teil, er sagt, wenn ich komme, werde ich nicht auf die Worte der Aufgeblähten achten, sondern auf ihre Kraft. Ich werde nicht auf die Worte der Aufgeblähten achten, sondern auf ihre Kraft. Er sagt, ich schaue nicht auf die Worte der Menschen, ob ihre Argumente besser sind als meine, ob ihre Worte schöner sind als meine, sondern ich schaue auf ihre Kraft. Auf ihre Kraft. Ich habe mir überlegt, was wäre jetzt, wenn der gleich Paulus da hinten zur Tür reinkäme und ich bin hier am Predigen, schöne Predigt, der Paulus schaut mich an, was würde er sagen? Hey, schöne Worte, aber wo ist die Kraft? Wo ist die Kraft? Ich würde natürlich hoffen, dass er sagt, pah, die Kraft. Mann, wenn ich die gehabt hätte, dann... Was würde er sagen, wenn er reinkäme? Was würde er sagen, wenn er dich sieht, in deinem Alltag? Daheim hockst, Haushalt, unterwegs mit dem Auto. Deine Worte würde hören, wenn du blöd überholt wirst. Oder vielleicht auch sagen, hey, die Kraft, Ausdruck. Kraftausdruck. Was würde er sagen, wenn er dich sieht an deinem Arbeitsplatz? Schöne Worte, schöne Argumente, falls überhaupt. Wenn du am Einkaufen bist, was würde er sehen? Er selber, er sagt von sich, auch im 1. Korinther 2, Vers 4 sagt er, und meine Rede, also wenn er geredet hat, und meine Predigt, wenn er predigt hat, und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Weisheitsworten, sondern in Erweisung von Geist und Kraft. Wenn er geredet hat, wenn er predigt hat, es war nicht nur ein Wort, schöne, gute Argumente und Worte, sondern Erweisung von Geist und Kraft. Das sehen wir auch als Beispiel praktisch Apostelgeschichte 14,3, wo er sagt, oder wo steht von ihnen, und sie predigten freimütig im Vertrauen auf den Herrn, der für das Wort seiner Gnade Zeugnis ablegte, indem er Zeichen und Wunder durch ihre Hände geschehen ließ. Also sie haben predigt, sie haben geredet zu den Leuten. Und was ist passiert? Währenddem, dass sie geredet haben oder auch nachher, hat Gott durch ihre Hände Zeichen und Wunder passieren. Das ist Predigen in Geist und in Kraft. Das ist Kraft. Wenn du redest und dann den Leuten hängen auflegst und für sie betest, dass es nicht passiert. Und wir brauchen die Kraft. Das brauchen wir auch in unserem Alltag. Also wenn du redest auf der Straße mit Menschen oder mit Arbeitskollegen oder im Bus oder irgendwo sonst, dass nicht nur einfach Worte sind, gute Worte, sondern dass Kraft da ist. Dass Kraft Gottes da ist. Wir brauchen die Kraft. Und wir brauchen diese Art vom Reich Gottes. Diese Art Reich Gottes, wo die Kraft da ist. Ein Reich Gottes ohne Kraft
ist eigentlich gar nicht richtig Reich Gottes. Und manchmal kann es lebenswichtig sein, dass wir die Kraft haben in unserem Leben. Ein Beispiel aus der Zeit von Uganda, wo der Idi Amin dort der Staatschef war, da haben sie einen Christ verhaftet und haben ihn verhört und haben ihn geplagt dort in diesem Verhör und haben ihm gesagt, wir wollen, dass du Jesus abschwörst. Und er hat gesagt, nein, mache ich nicht. Ich bleibe bei Jesus. Ihr könnt machen, was ihr wollt, ich bleibe bei Jesus. Und am Schluss haben sie ihn genommen, so in einen Raum hinein, wo aus einem Schrank raus ist ein blankes Kupferkabel rausgeschaut dort, mit Hochspannung. Und dann haben sie ihm gesagt, entweder schwörst du jetzt Jesus ab, oder du nimmst das Kabel in die Hände. Dann hat er gesagt, ich schwöre Jesus nicht ab. Ich bleibe bei Jesus. Also musst du das Kabel nehmen. Und dann ist er her, hat das Kabel genommen und gesagt, im Namen Jesus. Und dann sind überall die Lichter ausgegangen. Hat es einen Kurzschluss gegeben. Das ist wahr, das ist Tatsache. Scheint ist er später der gleiche als Märtyrer umgekommen. Aber dort, in dieser Begebenheit, hat sich die Kraft Gottes erwiesen. Ich weiß nicht warum. Das ist die Kraft Gottes. Oder eine andere Begebenheit, wollt ihr noch eine hören? Auch so eine Verrückte. Ein Schneider von Indien, der als Gastarbeiter in Saudi-Arabien gearbeitet hat, ist durch eine Fernsehsendung in Saudi-Arabien gläubig geworden, hat körperliche Heilung erlebt. Und der Schneider von Indien hat im Königspalast in Saudi-Arabien gearbeitet als Schneider. Und er war natürlich voll begeistert und happy, dass er die Heilung erlebt hat, dass er Jesus erlebt hat. Und dort ist es aber bei Todesstrafe verboten, Leute zur Bekehrung zu führen. Todesstrafe. Und er hat das natürlich gleich gemacht. Er hat für eine Prinzessin dort im Königshaus gebetet und die hat Heilung erlebt. Und hat Jesus scheinbar angenommen. Und dann ist es publik geworden, der Schneider ist verhaftet worden, ist vor das Gericht gekommen. Und dort haben sie gesagt, die einzige Chance, die du jetzt noch hast, besteht aus dem, wir bringen 30 Kranke rein in den Gerichtssaal und wenn du die kannst heilen, dann ist gut. Dann bist du ein freier Mann. Stell du dir mal vor, du bist in dieser Situation. Das ist eine rechte Herausforderung. Das ist eine rechte Herausforderung. Aber er hat die 30 Kranken geheilt. Alle. Die 30 sind geheilt worden. Und als freier Mann hat er raus gehen dort. Das ist Reich Gottes. Kraft kann lebensrettend sein für dich. Aber wo ist die Kraft heute bei uns? In unserem Leben, in meinem Leben, in deinem Leben, wo ist die Kraft heute? Wir brauchen die Kraft. Und ich glaube, Gott will, dass die Kraft zurückkommt in sein Reich. Nein, sie ist schon da. Die Kraft ist schon da. Er will, dass die Kraft sichtbar wird in seiner Gemeinde. Durch uns, durch dich oder mich. Dass sie sich erweist. Zum Beispiel in Form von Geistesgaben. Geistesgabe ist doch manifest worden in Kraft Gottes. Gaben der Heilungen. Dass Menschen geheilt werden. Wiederhergestellt werden. Dass vielleicht ein Bein, das ab ist, wieder nachwächst. Augen, die nicht mehr da sind, plötzlich wieder da sind. Oder die Geistesgabe der Wunderwirkung. Dass du Wunder wirkst. Wunder. Steht im Grundtext, im Griechischen steht wirkungsfähige Krafttaten. Wunderwirkung. Und Gott wird das wieder reinbringen in seine Gemeinde. Aber die Frage ist, vielleicht für uns Mitteleuropäer, ja, für was brauchen wir überhaupt die Kraft? Für was brauche ich überhaupt die Kraft? Für was brauche ich die? Ich habe einen Job. Also ich nicht, aber ihr habt einen Job. Die meisten. Ich habe einen Job, ich habe ein Häuschen vielleicht, ich habe vielleicht eine Familie, gesunde, folgsame Kinder.
Ich habe ein dickes Konto, ein schönes Auto. Also für was brauche ich Kraft? Mir geht es gut. Für was brauche ich das? Brauche ich doch nicht. Für was braucht man die Kraft Gottes? Im 1. Korinther 12, vor der Geistesgabe steht, Geistesgaben sind da zum Nutzen für die Menschen. Zum Nutzen für die Menschen. Also nicht eigentlich in erster Linie für dich, sondern in erster Linie für die Menschen. Dass wir den Menschen von dieser Welt in Nöten, in Krankheiten, in Leiden, in Problemen mit der Kraft Gottes dienen können. Um das geht es. Um den Menschen das Reich Gottes offenbar zu machen, an Jesus lieb zu machen, an Jesus zu offenbaren. Für das ist die Kraft Gottes da. Es geht nicht darum, dass du vielleicht noch mehr Hühnerhäute bekommst, dass es dir noch besser geht. Das ist ein Nebenprodukt. Aber in erster Linie geht es darum, dass die Kraft Gottes rausgeht zu den Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Um das geht es. Das Beispiel, wo der Petrus zu Aeneas gekommen ist und gesagt hat, Aeneas, steh auf, mach dein Bett. Wenn wir dort weiterlesen, Vers 35, Apostelgeschichte 9, 35, dann sehen wir, die Nachricht von dieser Heilung, von dieser körperlichen Heilung, hat sich im ganzen umliegenden Land verbreitet. Und es steht, all die Dörfer, die rundum waren, und es steht, alle bekehrten sich zum Herrn. Alle. Tutti frutti. Alle haben sich zu Gott bekehrt. Aufgrund von ihrer Heilung. Aufgrund von dem, dass sich die Kraft Gottes dort erwiesen hat, die Not von einem Menschen begegnet ist, haben sich alle Menschen im umliegenden Bereich dort zu Jesus bekehrt. Haben Jesus als ihren Herr und als ihren Erlöser angenommen. Weil einer hergegangen ist und den Mut gehabt hat, um zu sagen, Aeneas, steh auf, mach dein Bett. Haben wir den Mut? Hast du den Mut, zum hergehen und zu sagen, hey, steh auf. Bist geheilt, im Namen Jesus. Du hast die Kraft in dir. In der Bibel steht, Gott will dich segnen, mit Kraft, mit Salbung, mit Gutem. Und dann sagt er aber, und du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Du sollst nicht gesegnet sein, damit du dann ein super Leben mit allen Schikanen und Vorteilen und Vorzügen und Verheißungen und Gebetserhörungen kannst leben. Das natürlich auch. Sondern es geht darum, dass wir das dann auch weitergeben, den Menschen, die das nicht haben, die in der Not sind. Und es gibt heute viele Menschen, die in Problemen, Schwierigkeiten, in Not drin sind. Dass wir das weitergeben. Zuerst will Gott dir segnen, dass es dir gut geht. Aber dann gibt es weiter. Gib die Kraft weiter, gib den Segen weiter. Sonst werden wir auch in diesem Bereich wie das Tote Meer. Es hat einen Einfluss, einen Zufluss, aber es geht nie weg. Es hat keinen Ausfluss, es kann nicht weitergehen, und es wird tot. Kein Leben, nichts. Es fließt immer rein, aber es stirbt ab. Wenn wir es nicht weitergeben, stirbt es ab. Es ist kein Leben. Vielleicht sagst du, ja, aber ich kann das nicht. Ich habe den Mut nicht. Wir sollen jetzt rausgehen, auf die Straße oder meinem Arbeitsplatz oder meinen Verwandten. Ich habe den Mut einfach nicht. Vielleicht kennt mich ja jemand. Vielleicht kennt mich ja mein Chef, der nicht durchlaufen und sagt, leck, jetzt ist der auch bei denen. Oder mein Nachbar oder wer auch immer. Vielleicht kennt mich ja jemand. Ich habe mir dann überlegt, wisst ihr mal, wenn Jesus wiederkommt und dann sagt er, hey du, komm zu mir, du gehörst zu mir. Und dann sagst du, Halleluja, jetzt komme ich, ja, das Kind Gottes. Und dann stehst du da neben Jesus und dann siehst du die Menschenschar, die in die andere Abteilung muss, dort wo es heißer ist, wo die Lösung der Rettung nicht hat. Und dann haben wir überlegt, wisst ihr, wenn dort plötzlich einer drin ist, der dich kennt? Wenn dort einer drin ist, der dich kennt. Wenn dort einer dich anschaut und sagt, hey, wieso hast du mir nichts gesagt? Du hättest es gewusst, wieso hast du mir nichts gesagt? Es ist doch viel schlimmer, wenn er dort einer ist, der dich kennt. Als jetzt hier, der dich vielleicht nachher auslacht. Aber wenigstens hast du es ihm gesagt. Wenn einer dort ist und sagt, hey, du hast doch von dieser Kraft gewusst. Wieso bist du nicht gekommen?
kannst sagen, ja, ich habe Angst gehabt, es kennt mich vielleicht jemand. Oder du könntest mich auslachen. Wir müssen hergehen. Wir müssen hergehen. Den Menschen das weitergeben, was wir von Gott bekommen haben. Ein Segen, eine Kraft, eine Salbung, ein Gutem. Nur so kommt der Nachschub von Gott richtig ins Fließen rein und fließt dann von uns weg. Wir sind herausgefordert, zum Hergehen. Ich habe vorher gefragt, wer will die Kraft Gottes? Und jetzt frage ich wieder, wer will sie immer noch? Wer will sie immer noch? Ich glaube fast alle. He? Jetzt zur Antwort für Nicole. Wie ist der Zugang zu dieser Kraft? Wie kommen wir rein, dass die Kraft Gottes sich in unserem Leben manifestiert? Wie kommen wir daher? Habe ich Folie. Als guter Folienchrist. Punkt 1, ganz einfach. Erwarte, dass Gott durch dich wirkt. Wenn du das Wort Gottes predigst. Oder wenn du die Hände auflegst, für jemanden betest. Vielleicht nicht für Heilung, vielleicht damit er das Evangelium erkennt. Erwarte, dass Gott durch dich wirkt. Jesus hat ja gesagt, in Johannes 14, Vers 12, wer an mich glaubt, der wird die Werke, die ich tue, auch tun. Und sogar noch grössere. Wer glaubt an Jesus von uns? Wo sind die Werke? Wo sind die Werke? Jesus hat doch gesagt, wer an mich glaubt, wird die gleichen Werke auch tun. Also Blinde sehend, Lahme gehend, Tote auferweckt, dämonisch, Belastete, Besessene befreit, etc. Wo sind die Werke in unserem Leben? Wo ist die Kraft, für die Werke zu tun? Ich meine, wenn wir die Werke tun wollen, wenn du vor einem Toten bist und den auferwecken willst, dann brauchst du Kraft. Dann brauchst du Kraft. Und die hast du nicht aus dir raus, aber in dir innen. Weil Jesus sagt das nicht einfach so zum Jux und denkt, das können sie eh nicht. Nein, er hat das gesagt, weil er weiss, du kannst es. Wir können es. Wir können es. Du kannst es. Du bist fähig, das zu machen. In seiner Kraft. Aber du musst den Mut haben, zu sagen, so, jetzt stehe ich auf. Ich will, dass die Kraft Gottes sich erweist in meinem Leben. Ich will, dass die Kraft Gottes sich manifestiert in meinem Leben. Die gleichen Werke tun, die Jesus da hat. Erwarte, dass er wirkt, wenn du die Hände auflegst. Und erwarte, dass er wirkt, wenn du das Evangelium predigst. Steht hier im 2. Timotheus 4, Vers 2. 1 und 2. Müssen wir mal hören, wie das dem Paulus wichtig ist, was er da sagt. 2. Timotheus 4, 1 und 2. Da sagt er, ich beschwöre dich vor Gott. Ich beschwöre dich, sagt er dem Timotheus. Ich beschwöre dich vor Gott und Christus Jesus, der die Lebendigen und die Toten richten wird, und bei seiner Erscheinung und bei seinem Reich. Also es muss ihm extrem wichtig sein. Und dann sagt er, predige das Wort, tritt dafür ein zu gelegener und zu ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Predige das Wort Gottes, das Wort von Erlösung, das Wort von Jesus, zu gelegener und zu ungelegener. Wir denken immer, ja, ist wahrscheinlich jetzt nicht die gelegene Zeit. Passt jetzt nicht, wenn ich jetzt mit dem komme. Eine schöne, korrekte, souveräne Entschuldigung. Jetzt passt es nicht. Das haben wir schon alle gebraucht. Aber der Paulus sagt, nein, schau nicht auf das, ob es jetzt passt oder nicht, sondern predige das Wort, tritt dafür ein. Mir ist das, als ich das Buch gelesen habe von John Wesley, ist mir so bewusst worden, das war einer, der hat das gemacht. Der hat das gemacht.
Und dort ist auch die Kraft Gottes immer wieder gekommen. Der Toronto-Sagen, den wir jetzt erlebt haben, vor ein paar Jahren, das war eigentlich gar keine neue Erscheinung vom Heiligen Geist. Das war gar keine neue Welle. Das war zur Zeit von John Wesley, 1750. Das war Alltag dann. Und wir haben jetzt viel, wow, neue Welle vom Heiligen Geist. Wir waren schon uralte. Uralt, 250 Jahre alt. Das war vielleicht Jubiläum, dass sie wieder gekommen ist. Erwart, dass wenn du predigst, wenn du die Hände auflegst, dass die Kraft Gottes wirkt. Erwart, dass er dich braucht. Er will dich brauchen. Er will durch dich durchwirken. Warte nicht darauf, bis es dich schüttelt vor Kraft. Und dann denkst du, jetzt habe ich Kraft. Jetzt muss ich losgehen. Super, wenn du das erlebst. Aber dann liegst du wahrscheinlich flach. Warte nicht darauf, bis es dich schüttelt, sondern gang los. In deinem Alltag, in deinen Situationen, wo du drin bist. Nimm die Gelegenheiten wahr in deinem Alltag. Die kleinen, unscheinbaren Gelegenheiten. Der Edwin Lewis Cole hat gesagt, bitte Gott nicht um Gelegenheiten, sondern bitte darum, dass wenn Gelegenheiten kommen, dass du dann parat bist. Dass du dann parat bist und dann kommst und sagst, hey, Jesus kann dir da helfen. Nimm Gelegenheiten in deinem Alltag, nimm den Mut zusammen und red mit den Leuten. Predige das Wort Gottes. Predige das Wort Gottes. Und wir haben es etwa so erlebt, Monika und ich, wenn wir auf der Straße waren und den Leuten das Evangelium haben verkündet, dann erlebt man eben das. Da hat man Argument, Gegenargument, das bessere Argument, Gegenargument, wieder noch das bessere Gegenargument etc. Und dann haben wir einfach gesagt, normalerweise, los, darf ich für dich beten, dass du Jesus erkennst. Jetzt nicht um Heilung, sondern einfach, dass sie Jesus erkennen. Und dann haben wir gefragt, dürfen wir dir noch die Hände auflegen? Ach ja, gut. Dann haben wir die Hände aufgelegt und kurz einfach für uns gebetet, Heiliger Geist, komm und wirk du jetzt. Tu ihm die Augen auf, dass er Jesus erkennt. Amen. Und praktisch immer haben die Leute die Kraft Gottes erlebt. Da haben wir mit Leuten so geredet und gebetet nachher, mit hartgesottenen Sündern. Und bei ihm war es ganz extrem, er hat brüllt wie ein Schlosshund nachher. Zuerst hat er gespottet und war gegen uns, aber er hat uns erlaubt, dass wir ihm die Hände auflegen. Und dann hat er brüllt. Die Kraft Gottes erlebt. Aber du musst den Mut zusammennehmen und sagen, hey, darf ich für dich beten? Darf ich dir die Hände auflegen? Steh auf im Namen Jesu. Die Kraft Gottes wohnt in dir. Gott will dich brauchen. Fang an. Im Epheser 2, Vers 10 steht, dass Gott für dich Weg vorbereitet hat. Gott hat für dich Weg vorbereitet. Hast du gewusst? Sehr gut. Jetzt wissen es alle. Gott hat für dich Weg vorbereitet. Du hast deine Entscheidung, will ich rein in die Werke, die Gott für mich vorbereitet hat. Will ich rein, will ich da rein? Oder will ich lieber den Fernseher anlassen? Oder warte ich ab, weil ich jetzt nicht parat bin, weil ich mich jetzt vielleicht ein bisschen schlecht fühle oder wie auch immer. Geh einfach los. Nimm Gelegenheiten, die sich dir bieten, nimm sie wahr und geh los. Gott hat zum Gideon gesagt, als der Gideon Gott begegnet ist, hat er ihm gesagt, geh los in deiner Kraft. Geh hin in dieser deiner Kraft. Er hat nicht gesagt, los jetzt wart und dann komme ich und rüste dich aus und dann gehst du los. Sondern er hat gesagt, geh einfach mal los. Und der Gideon ist einfach mal losgegangen und dann ist der Heilige Geist auf ihn gekommen. Da ist die Salbung Gottes auf ihn gekommen und er hat Gewaltiges vollbringen. Geh los in deiner Kraft. Dass du einfach sagst, so, jetzt, Herr, jetzt will ich es erleben. Und dann gehst du her und tust das Evangelium verkünden, betest für die Menschen, betest für die Kranken. Und Gott will durch dich wirken. Warte nicht, bis du die Kraft Gottes spürst, sondern geh los. Nimm Gelegenheiten, die sich dir anbieten. Handle gemäss dem Wort Gottes. Nochmal ein Beispiel von einer Frau, eine junge Frau, die auch in ihrem Alltag einfach so auf der Straße gelaufen ist. Und dann ist sie in einen Autounfall hergekommen, wo ein Auto einen kleinen Bub zu Tod gefahren hat. Und der Polizist war schon da gewesen, und die Frau ist hergekommen, hat einen kleinen Bub am Strassenrand gesehen liegen, tot. Kein Puls,
nicht mehr geschnauft. Und der Polizist ist nebendran gestanden. Und dann hat sie den Polizist gefragt, ob sie für den kleinen Bub beten. Und er hat sie verspottet. Hat sie ausgelacht und gesagt, kannst du in dieser Situation. Und hat ihr aber die Erlaubnis gegeben. Dann hat sie den kleinen Bub genommen und sie hat gebrüllt. Der kleine Bub, herziger kleiner Bub, tot. Dann hat sie ihn genommen, in den Arm genommen und hat einfach Wort Gottes über ihn ausgesprochen, hat gebetet mit ihm und plötzlich hat der kleine Bub die Augen aufgeschlagen. Das war völlig wiederhergestellt. Und der Polizist, Halleluja, Halleluja, hat Jesus angenommen, dort am Ort. Eine Frau in ihrem Alltag, eine Gelegenheit, wo wir vielleicht würden sagen, ja, das ist too much. Nein, das ist mir eine paar Schuhnummer zu gross. Da laufe ich lieber nebendurch und schaue weg. Nein, sie ist hergegangen. Sie ist hergegangen. Und der kleine Bub ist durch die Situation wieder zum Leben gekommen. Und die Folge war, der Polizist, der zuerst ein Spötter war, hat sich bekehrt. Nimm Gelegenheiten in deinem Alltag. Nimm Gelegenheiten. Schau, dass du parat bist in den Gelegenheiten, die kommen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, die Kraft ist in dir. Und der Kraftgeber ist der Heilige Geist. Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist ja der Kraftgeber. Apostelgeschichte 1,8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt. Und das bedeutet, dass wir auch immer wieder nachher neu müssen voll werden vom Heiligen Geist. Es reicht nicht einmal erfüllt sein mit dem Heiligen Geist, sondern wir müssen immer wieder neu voll werden mit dem Heiligen Geist. Und das passiert, indem wir Gemeinschaft haben mit ihm. Mit ihm reden, mit ihm austauschen. Beten heisst eigentlich Gemeinschaft haben, reden mit jemandem, austauschen mit jemandem. Und es gibt so einen Spruch, einen uralten, der heisst, wer nicht betet, Gemeinschaft hat mit Gott, der hat keine Kraft. Wer wenig betet, hat wenig Kraft. Aber wer viel betet, viel Gemeinschaft hat mit Gott, der hat viel Kraft. Der hat viel Kraft. Und vielleicht erweist sich die Kraft dann ganz anders, als du gedacht hast. Der Claudio Freyzon, ein Argentinier, der Mann, der eigentlich die Erweckung in Argentinien ausgelöst hat, der hat gesagt, er hat Gott intensiv gesucht. Und er sagt, wo die Erweckung schon losgebrochen ist er so aus einer Zeit gekommen, als er von Gott war, wo er in eine Versammlung hineingekommen. Und dann sagt er, jedes Mal, wenn er in eine bestimmte Richtung geschaut hat, nur geschaut hat, dass die Menschen in seinem Blickfeld sind alle unter der Kraft Gottes umgekehrt. Wenn er in eine andere Richtung geschaut hat, sind alle unter der Kraft Gottes umgekehrt. Nur ein Blick. Er hat nicht ins Mikrofon geblasen oder sonst irgendetwas, sondern er hat nur geschaut. Tack, tack. Kraft Gottes. Kraft Gottes durch das Gebet. Der dritte Punkt. Leben im Wort Gottes. Da kommen wir nicht drum herum. Leben im Wort Gottes. Du musst leben mit dem, was Gott sagt, mit den Gedanken, mit den Aussagen, mit den Verheißungen und Zusagen Gottes. In Jeremia 23, 29 sagt Gott von seinem Wort, ist nicht mein Wort wie ein Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Das Wort Gottes ist wie ein Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. So Felsen, so Bollwerke in deinem Leben. Nimm das Wort Gottes. Sprich das aus, was Gott über dir sagt. Verheißungen, Zusagen Gottes. Sprich es aus. Dann werden so Bollwerke in deinem Leben zerschmettert, geht kaputt, es verbrennt, es ist fort. Durch das Wort Gottes. Im Wort Gottes ist Kraft. Kraft Gottes. Etwas Unattraktives. Entscheidung zu einem Lebensstil, der Gott gefällt. Bah. Oder anders gesagt, Gott hat gesagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Das ist nicht attraktiv, oder? Seid heilig, denn ich bin heilig. Aha, da haben wir es jetzt alles an. Habe ich noch eine Folie? Schöne. Es
gibt Gefäße aus Gold und Silber, sowie auch solche aus Holz und Ton. Wenn ihr euch von der Sünde fernhaltet, gleicht ihr einem Gefäß aus reinstem Gold, so dass Christus selbst euch für seine höchsten Ziele gebrauchen kann. 2. Timotheus 2, 20-21. Steht unten dran, aber wir sehen es noch nicht. Wenn ihr euch von der Sünde fernhaltet, gleicht ihr einem Gefäß aus reinstem Gold, so dass Christus selber dich für seine höchsten Ziele brauchen kann. Hast du gehört? Er kann dich für seine höchsten Ziele brauchen. Dich. Du, ob von dir denkst, ich bin nichts, ich kann nichts, ich habe nichts. Aber wenn du das machst, was Gott sagt, wenn du sagst, Herr, mit deiner Hilfe, nicht aus dir raus, du sollst nicht so komische, verschrobene, weltfremde Heilige werden, so ein Häuslicher, abgehoben, sondern ein bodenständiger Mensch, der sagt, Herr, mit deiner Hilfe. Was heisst heilig? Die kürzeste Zusammenfassung, die ich gefunden habe, ist im Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt im Kreise der Spötter. Heilig heisst, abgesondert sein. Dass du eben nicht der bist, bei denen, bei den Spöttern, bei den Sündern, sondern, steht nachher, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Das Gesetz des Herrn ist das Wort Gottes, der Punkt vorher, wo wir gesehen haben. Und dann steht, der wird sein wie ein Baum, irgendwie so, der wird sein wie ein Baum, der am Bache, am Wasser gepflanzt ist, der seine Wurzeln nach dem Bach ausstreckt, der seine Frucht bringt zu jeder Zeit. Du hörst jetzt. Und alles, was er tut, gerät ihm wohl. Alles, was er tut, gerät ihm wohl. Das ist die Frucht oder die Folge von diesem Lebensstil. Jetzt wird es schon ein bisschen attraktiver, oder? Wenn ich so lebe, wie es Gott will, alles, was ich mache, wird mir wohl gelingen. Alles, sagt Gott, alles. Nicht vieles. Alles, was er tut, gerät ihm wohl. Und im Hebräer 12,14 steht, wir sollen dieser Heiligung, also das, was im Psalm 1 steht, dass wir uns fernhalten von diesen Sachen, wir sollen dem nachjagen. Weil der das nicht macht, der wird Gott nicht sehen. Habt ihr das schon mal gelesen? Jage der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Nicht in der Ewigkeit. In der Ewigkeit wirst du ihn schon mal sehen. Aber hier auf der Erde wirst du Gott nicht sehen. Du wirst ihn nicht erleben. Du wirst ihn nicht erleben. Du sagst vielleicht, Gott, komm und wirk. Aber du wirst es nicht erleben, wenn dein Lebensstil nicht dem entspricht. Heilig sein heisst bodenständige Menschen, die mit beiden Beinen auf der Erde stehen, aber eine Entscheidung getroffen haben, Gott, ich will ganz mit dir leben. Du bist meine erste Priorität. Ich will nicht ein bisschen von der Welt und ein bisschen von dir. Oder umgekehrt, ein bisschen von dir und ein bisschen von der Welt. Das Gute vom Reich Gottes, aber die Lust von dieser Welt auch noch ein bisschen. Sondern ganz bei dir. Ganz bei dir, Herr. Apostelgeschichte 11,21. Das ist mir auch erst letzte bewusst worden. Der Vers, dort steht, die Kraft des Herrn war mit ihnen, so dass eine große Zahl, die zum Glauben kam, sich zu Jesus bekehrte. Also sind Menschen zum Glauben gekommen und haben sich aber nicht zu Jesus bekehrt. Zum Glauben gekommen und haben sich bekehrt. Und ich glaube, viele Christen heute, die sind zum Glauben gekommen. Die glauben alles, was in der Bibel steht. Die sagen, ja, das ist gut, was Jesus da hat, das ist super. Die bejahen das, die finden das gut, aber sie haben sich nicht ganz bekehrt. Sie sagen zwar ja, aber sie wollen nicht ganz den Weg mit Jesus gehen. Sie sagen ja zu ihm, aber haben sich nicht ganz auf seine Seite gedreht, mit ihm leben. Sondern sie gehen Kompromisse ein. Sie haben noch andere Prioritäten, die ihnen wichtiger sind, als diesen Lebensstil mit Gott zu leben. Kompromiss. Ich glaube, es gibt heute viele Christen, die so leben. Ja zum Reich Gottes, aber auch ja zu dieser Welt. Ich will immer noch so leben, wie ich früher gelebt habe. Ich will immer noch die Lust, die ich früher hatte, die sind so schön, die will ich noch behalten. Du wirst die Kraft Gottes nie erleben. Du wirst Gott nicht sehen auf dieser Erde. Und ich glaube, von dort her kommt auch die Aussage Jesu, wo er sagt, viele
sind berufen, wenige sind auserwählt. Auf dem Leben von vielen Menschen, von vielen Christen, ist eine Berufung Gottes drauf. Auf dem Leben von vielen Christen ist die Berufung Gottes. Aber sie treffen die Wahl nicht, dass sie reingehen in die Berufung. Sie gehen nicht rein in die Berufung. Sie leben nicht entsprechend dieser Berufung. Sie gehen nicht rein. Viele sagen vielleicht, ja, ich warte noch auf den richtigen Zeitpunkt. Ich glaube, der Zeitpunkt, dass ich reingehe in meine Berufung, ist noch nicht da. Sie warten auf den richtigen Zeitpunkt. Oder andere sagen, ja, ich habe noch wichtigere Sachen, die ich tun muss. Ich muss noch an meiner Karriere basteln, ich muss noch an meine Familie, ich muss noch das Fernsehprogramm. Und sie gehen nicht rein in die Berufung. Und so habe ich schon viel gestaunt über Menschen, die sagen, ich spreche niemand an jetzt da. Es gibt viele Menschen, die sagen, ich habe eine Berufung in Kinderarbeit. Ich habe eine Berufung in Kinderarbeit. Aber sie gehen nie mit Kindern arbeiten. Sie gehen nicht in den Kinderdienst in der Gemeinde. Oder es gibt Leute, die sagen, ich habe eine Berufung als Evangelist. Aber wenn du so schaust im Alltag, ist nichts von Evangelist. Etc. etc. Viele sind berufen und wenige treffen die Wahl, dass sie sagen, mal, ich lebe in diese Richtung. Das ist meine erste Priorität ab jetzt. Ich will reinkommen in die Berufung, die Gott für mich hat. Ich will reinkommen in das. Das soll meine erste Priorität sein. Und wir wollen Menschen sein, die reinkommen in das. Stimmt's? Wir wollen Menschen sein, die sagen, mal, du sollst meine erste Priorität sein. Ich will reinkommen in die Berufung, die du in mein Leben hineingegeben hast. Führ mich da rein. Du bist meine erste Priorität. Ich will so leben, dass du mich für deine höchsten Ziele kannst brauchen. Ein Lebensstil, der Gott gefällt. Leben in Heiligkeit oder als heiliges Leben hängt zusammen mit der Kraft Gottes. Gott hat dem Josua gesagt, im Josua 3,5, heiligt euch, denn morgen werde ich unter euch Wunder tun. Aber vorausgegangen ist, sie müssen sich von gewissen Sachen absondern. Und als letzter Punkt, Einheit des Geistes. In der Ehe, in der Familie, im Hauskreis, in der Gemeinde. Einheit. Einheit. Wenn wir die Einheit nicht haben, in der Familie, in der Ehe, ist nichts mit Kraft Gottes. Wenn wir die Einheit im Hauskreis nicht haben, ist nichts mit Kraft Gottes. Wenn wir die Einheit in der Gemeinde nicht haben, ist nichts mit Kraft Gottes. Dann können wir sie noch so beschwören und erbitten und erbetteln. Wenn wir die Einheit nicht haben, ist sie nicht da. Einheit des Geistes. Im Psalm 133, da steht, seht, wie lieblich es ist, wenn Brüder und Schwestern in Einheit beieinander wohnen. Wenn Brüder und Schwestern in Einheit zusammen sind, sagt Gott, es ist lieblich. Sieh, wie fein und wie lieblich ist es. Und dann sagt er, das ist wie das Öl, das Salböl, das vom Kopf Aarons oben runterläuft, auf seinen Bart runtertropft, auf sein Kleid runtertropft, auf seine Schuhe, auf den Teppich runtertropft. So schön ist das. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein schönes Gefühl ist, aber scheinbar ist das dann ein schönes Gefühl gewesen, wenn das Öl so runterläuft und runtertropft. Hast du mal den Ölwechsel gemacht? Aber das ist ein Bild für die Salbung vom Heiligen Geist. Früher, wenn ein König gesalbt worden ist, ist ihm eine Flasche Öl über den Kopf gelegt worden. Ein Bild für die Salbung, ein Bild für die Gegenwart vom Heiligen Geist. Salbung heisst ja, die manifestierte Gegenwart vom Heiligen Geist. Das ist die Kraft Gottes. Dort geht es los. Jesus hat ja gesagt im Lukas 4,18, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Das ist die Salbung. Das ist die Salbung. Und dort, wo Menschen in Einheit zusammen sind, in der Ehe, in der Familie, Hauskreis, Gemeinde, dort ist die Salbung vom Heiligen Geist. Dort ist die Gegenwart, die manifestierte Gegenwart und Kraft
Gottes ist dort. Darum ist es wichtig, darum sagt der Paulus so immer wieder, ringet um die Einheit. Ringet um die Einheit. Die wird uns nicht einfach geschenkt. Wir sind so verschiedene Individuen. Ringet um die Einheit. Und dort ist die Salbung. Und im Jesaja 10, 27 zum Schluss. Ehrlich gemeint, ich mache ganz eine kurze Predigt heute. Im Jesaja 10, 27 steht, die Salbung zerbricht das Joch. Die Salbung zerbricht das Joch. Die Salbung ist die manifestierte Gegenwart vom Heiligen Geist. Die zerbricht das Joch von Knechtschaft. Joch von Verbundenheit, von Unfreiheiten. Alle Unfreiheiten. Du kannst deine Unfreiheiten oder Zwänge oder was auch immer da einsetzen, falls du hast. Die Salbung zerbricht das. Die Salbung zerbricht das in deinem Leben, wenn du sie zulässt, wenn du sie willst. Die Salbung zerbricht Zwänge im sexuellen Bereich, Suchtbereich, Alkohol, Drogen, Tabletten, Fernsehen, Internet. Wenn die Salbung kommt, sie zerbricht das Joch. Depression, das Joch von seelischen Krankheiten, das Joch von körperlichen Krankheiten. Oder das Joch, wo du schon lange darunter leidest. Kannst du dein Joch nehmen. Oder find dich knechtet, oder find dich bindet, und dich immer drunter behalten. Die Salbung zerbricht das Joch. Wer will das? Wer will das? Wer will die Kraft Gottes immer noch?